Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Ja, an der Mama kennen wir vorbei, an der Lena kennen wir vorbei und am König kennen wir auch vorbei. Aber interessant, dass der dir aus unserer Zeit hierher holt. Hoppala, was ist dann jetzt passiert? Ah, das war ein Teleport, okay. Da haben wir wieder nur ein paar stinknormale Komplizen, mehr ist wie Nimi geblieben. Oh je. Aber war schon klar, dass wir hier die Kommandante killen müssen, um unseren Weg zu Ozzy frei zu kämpfen. Weil der wohl tatsächlich der oberste Handlanger ist vom Magus. Beziehungsweise, man könnte eigentlich schon fast sagen, es ist ja recht die Hand. So, da. Oh, jetzt ist die Kampfmusik prinzipiell hier mit dabei. Dann würde ich aber sagen, wir heilen uns alle nochmal hoch, weil... Wenn das nur die zwei normale Standard-Handlanger waren, dann will ich nicht wissen, wie jetzt Ozzy tickt. Eis 2. Ah, okay, es hat doch die Fantasy-Allüre, Final Fantasy-Allüre. Das ist dann hier Angriff mit Eis und Angriff auf alle Gegner mit Eis 2. Hui, nicht schlecht. Frog kann auch heilen lernen für mehrere. Das ist natürlich erst sehr praktisch. Und Chrono spart gerade auf Gewitter 2. Coole Sache. Dann will ich aber auch nochmal gucken. Nee, da ist anscheinend nichts in Planung. Ja, okay. Grimalkin. Das sind jetzt auch neue Wasserspeier hier. Die machen auch ein bisschen mehr Schade, die Biester. Die Komplize hießen aber nach wie vor Komplize, nur dass sie jetzt violett angezogen sind und nicht mehr blau angezogen wie im ersten Dungeon in der Kathedrale. Gut, dann kümmern wir uns mal um diese Grimalkin-Viecher. Ja, das dürfte es gewesen sein. Und machen fertig Chrono. Zack. Mit der Waffe von seinem Herr. Niedergestreckt. Auf den Kampf gegen Magus bin ich ja auch mal sehr gespannt. Nicht nur, wie stark der Kerl ist, sondern auch, was das für Auswirkungen für die Zukunft haben wird. Weil von ihm stammt ja diese Lavos-Bestie. Und wenn wir Magus wirklich aufhalten könnten, könnten wir bessere Zukunft haben. Wird sich zeigen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Storyverlauf sein wird. Und wie sehr sich hier noch die Dinge ändern. Also ich bin tierisch gespannt drauf. Gerade weil es meiner Meinung nach das Spiel wirklich versteht, eine schöne Story aufzubauen. Und mit dem... ganze Thema Zeitreise, ohne dass hier gewarnt wird, ja, bloß nichts an der Zeit ändern, sondern hier eigentlich gefördert wird, dass man an der Zeit aktiv teilnimmt, eben weil es anscheinend die Bestimmung war von dem Chrono, hier die Zeit ständig so zu ändern. Und Glenn wird wieder aufgestuft. Und dass das hier alles als Schicksal einfach gehandhabt wird, das finde ich relativ cool. Dass es mal nicht heißt, bloß nichts in der Zeit mache, sondern dass es hier offensichtlich Schicksal ist, dass man das in der Zeit hier alles ändern. Bitte leid, jetzt geht's mal aber langsam echt auf die Kletz. Das wird wohl der letzte Kampf hier sein. Glenn, du mal den Gefallen. Hach den blöde Hexer mal um. Dem sein Schlappschnut kann ich ja nicht mehr sehen. Dankeschön. Auf hier LP zu vermindern, du ekelhafter Komplize. Gott, dafür gibt es auf der Vershing und dafür kannst du ihn niederstrecken. Dann Chrono macht den Hexer platt, sei so gut. Und dann halt du Glenn. Zerstörungszone. Eieieiei. Also allmählich wird es hässlich hier. Aber den können wir auf jeden Fall erlegen. Und drauf. Bin ja auch mal gespannt, wenn der Magus tot ist, ob Glenn dann auch wieder sein originales Aussehen zurückgewinnt. Das würde mich auch mal interessieren, weil normalerweise müsste der Fluch ja dann gebrochen sein. So, da. Chrono wird auch aufgestuft. Ich hoffe, das... Oh, Ozzy. Da ist er wieder, der Mr. Osborn. Sein 100 Monster habe ich jetzt auch besiegt. Du kannst ja auch heilen.
Tu das nochmal kurz, dann schonen wir mal ein bisschen die LP von Maler. Die MP von Maler. Und ich würde eigentlich ganz gerne an das Ding tragen hier vorher. Nebelrobe erhalten. Cool. Für wen ist die? Nett für Chrono. Nett für Frog. Aber nur dafür für sie. Boah. Um 9 wieder erhöht. Das ist sehr cool. Alle hopp. So, komm her, du. Mr. Osborn. Das ermüdet mich. Slash. Flea. Don't Slate, aber die können dir nicht mehr helfen. Du Fliegerfressender. Sie sitzt in der Patsche. Es gibt keinen Komma. Sehr schön. Uah. Das sieht aber nicht so gut aus hier. Und durch mit uns. Ah, da hinten hockt eine Kurbel. Willkommen. Das sieht auch so ein bisschen aus wie einer von Ginyu Sonderkommando. Wie der die Zeit hält. Der kleine Dicke. Der Froschkopf. Einmal dunkle Rüstung erhalten. Hui. Jetzt werden wir aber richtig verwöhnt hier. Dunkle Rüstung. Magische Verteidigung plus 5. Komm, hier geben sie mal Frog. Dunkle Rüstung. Ist bei ihm dasselbe, aber die magische Verteidigung geht hoch. Während der Meso-Panzer wesentlich stärker ist vom Verteidigungswert. Aber ich würde sagen, das Glenn zu geben kann nicht schaden. Es kann natürlich sein, dass noch der Quest hier mit Markus... Wie wär's du damit? Oh, jetzt wird's schneller. Kann natürlich sein, dass noch der Quest mit Markus Frog auch ein permanenter Begleiter von uns wird. Aber schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Ups. So, jetzt aber on. Er ist auch glücklicherweise nicht allzu viel Schade gerissen. Trotzdem nochmal einmal von Glenn abschlecken lassen und dann hat sich die Sache auch erledigt. So. Komm her, du Sausack. Aber unmöglich. Tja. Einmal Todesfinger erhalten. Oh, geht's zum Urologe. Irgendwann mal, was macht der Todesfinger? Es scheint kein Accessoire zu sein. Nee, scheint kein Accessoire zu sein. Ach, keine Waffe. Dann muss ich im Inventar noch gucken, was das ist. Todesfinger, Todesfinger. Ah ja, das ist für Robo-Waff. Okay. Oh, hier geht's ja alles noch weiter. Wo geht's dann hier? Anscheinend uninteressant. Okay. Das erinnert so ein bisschen an das alte Donkey Kong Spiel, was es auf dem Nintendo gab. Oh, jetzt kommen da gleich die ganze Viecher aus der Umgebung. Jongleur hieß das Vieh, was sich als Flea ausgegeben hat. Okay. Aber ich habe echt damit gerechnet, dass der Kommandant so aussehen könnte. Also mit so einem androgyne Magier, Schrägstrich Magierin, Transgender Magier, habe ich doch nicht gerechnet. Aber Transgender ist eigentlich falsch, ist ja wirklich an sich nur, in Anführungszeichen, nur androgyn. Was ist denn in Anführungszeichen? Ja, es ist halt ein androgyne Magier gewesen, Herrgott. So, tropfende Wetter. Aber anscheinend ist der wohl nur mit Magie besiegbar. Wir probieren es mal aus mit Eis. Ich will das jetzt auch nicht herabwürdig oder herabsetzen oder so. Wie gesagt, man kennt es ja aus diversen anderen Spielen, auch mit Final Fantasy und so. Da ist ja auch Kuja beispielsweise, der Böse aus Final Fantasy 9 ist ja zum Beispiel auch so ein androgyner Hexer. Sephiroth könnte man theoretisch auch noch dazu zählen. Cloud könnte man als Held auch dazu zählen. Wie gesagt, da gibt es gerade bei Final Fantasy zig Beispiele. Ja, ich weiß, du machst die ganze Zeit physische Verteidigung, aber ich will nicht die ganze Zeit Magie für dich verschwenden müssen. So, das sieht doch ordentlich aus. Frog lernt heilen. Sehr geil. Gut, das war der Rest vom Schützefest hier. Und, dann kurbelt da wieder. Dummkopf. Scheiße. Na gut, du habe ich jetzt keinen Bock, jeden Einzelnen hier zu bekämpfen.
Da opfern wir dann doch 2 MP pro Person. Und mach einmal Eiswasser bitte auf alle. Dann müsste es das 8 gewesen sein. Einmal gekrische wie ein Stier und ein bisschen Eiswasser übergekippt. Und schon sind die Biester ach nie da. Ach ja. Male wird auch noch aufgestuft. Finde ich sehr gut. Okay. Einmal Barriere. Wieder so ein Kampfgegenstand. Einmal Unterkunft. Finde ich auch sehr schön. Oh, da hinten glitzert was in der Ecke. Eine Magiepille. Ja, ich esse natürlich auch immer Magiepille, die auf dem Boden liegen. Versteht sich ja von selber. Und ich denke, diesmal ist wieder Chrono derjenige, der sie sich reichschwarten darf. Als nächstes dürfte dann wieder Male dran sein. Einmal Äther Medium und ein Lapis. Was ist denn Lapis? So ist es. Ein Objekt. Füllt 200 LP für alle. Sehr schön. Hätte ich bei Flea gut gebrauchen können. Okay, das nördliche wird zu... Wisst der Teufel, was das ist? Einfach nur Glitzerstaub, der hier durch die Gegend fliegt. Und zack. Arggreife können die Dinger anscheinend auch nicht. Geben die Erfahrungspunkte. Ui, und zwar ziemlich gut. Und 6 Tech-Punkte. Nicht verkehrt. Das teleportiert uns. Aha. Macht er wieder den Schampel hier. Okay, jetzt ist auch das hier nichts mehr. Gut, dann machen wir das so. Weil die Viecher sind durchaus lohnenswert. Und? Ah, okay. Male macht der wenigste Schade. Die haben aber keinen Namen, die Viecher. Und anscheinend können sie nicht angreifen oder sind sehr langsam mit ihrer Angriffe und wenn, dann wahrscheinlich sehr stark, wenn sie mal angreifen. Würde auch die Erfahrungspunkte rechtfertigen. Gut, jetzt heißt es sich weiter hier durchhangeln. Und noch ein letztes Mal. Das ist nämlich, ich nehme an, das ist auch nämlich, jetzt wird es wahrscheinlich das hier sein, oder? Ah, du kannst nicht speichern. Sehr schön. Aber vorher eine Unterkunft. Gerade für unsere arme MP. Und jetzt vielleicht doch hier? Nee. Na gut. Vielleicht müssen wir auch vorher alle Kreaturen hier platt machen. Also es kann natürlich gut sein, dass wir hier alle Viecher vorher fertig machen müssen. Und dass wir dann erst über das westliche Ding weiterkommen. Gut. Aber ich probiere es jetzt alle 3 noch aus. Ah, das teleportiert jetzt wieder. Alle hopp. Jetzt kann aber keine weitere Grube mehr machen, oder? Oh, du Sausack. Gibt's dann das? Ich nehme mal an, jetzt ist das hier. Nee. Okay, dann wahrscheinlich wirklich das westliche. Das war das bisher noch nicht teleportiert. Frog und Chrono sind große Buwe. Die kriegen alle schon so Ding platt. Und Maler kann mit einem Crit leider auch nur noch 4 Schade machen. Oh, Chrono, doch ein großer Bu mehr. Aber Frog ist ein großer Bu, der kriegt das Gebacke. Sehr schön. So, dafür wird er auch nochmal aufgestuft. Das freut mich natürlich auch. Jedes Level ist hier ein Sieg. Gut, jetzt reicht's mal aber mit dir, du Froschkopf. Du bläder Lappe, Dudel von einem miese Köter. So, das haben wir mal so auf Anhieb getroffen. Hab jetzt einfach mal vermutet, dass das so funktionieren muss. So, jetzt mache ich dich aber fertig. Yes, Leute. Hämmen wir's mal bald? Der da? Nee. Dann vermute ich jetzt einfach mal das südliche. Und? Nö.
Frog ist aber ein großer Bu, der kriegt das alle hier. Hat sie nicht. Und? Nee. Jetzt stinkt's mir aber langsam. Wahrscheinlich muss ich zweimal drauf schlagen noch. Und? Das machen wir. Sehr gut. Ich meine, glücklicherweise sind die Viecher jetzt nicht besonders stark oder so. Aber es ist doch etwas nervtötend, jedes Mal hier wieder den Weg zu rennen. Aber jetzt habe ich dich, du Sausack, du Elender. Aber unmöglich. Nichts ist unmöglich, Ozzy. Oh, wieder hier. Wow, 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 wow. Halte Molle Gaul, Herr gesetzlos. Oh, koordinierter Angriff auf 2 von unseren Leuten, aber es zieht nicht viel ab. So, habe ich dich, du Lappeduckel. Oh, da ist noch ein Jongleur da, aber. Physische Verteidigung ein. Okay. Dann gebe ich dir jetzt erstmal Gewitter, mein Lieber. Und Frog darf dann Zugriff schlagen, aber ich weiß nicht, wie viel es auszieht. Auszieht, vor allem wie viel es abzieht. Jetzt wieder die physische Verteidigung. Jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich richte mich einfach nur noch, was der jetzt wirklich macht. Das Kampfsystem von dem, auf den gehe ich jetzt ein. Aber das war's auch schon. Sehr gut. Eventuell wird auch noch Chrono hochgestuft. Oh, das war nicht gut. Rollibomber. Ist der wie bei der Final Fantasy Kreatur, dass der... Ja, er geht hoch, wenn man attackiert. Okay. Na gut. Das ist so ein Hansel. Ein Rollibomber, aber dann lassen wir mal hochgehen, dann explodiert er halt wieder. Kann ich jetzt auch nichts ändern. Und den kriegen wir mit einem Streich platt. Also das noch scheinen die wohl wirklich kämpfen zu wollen, die Viecher. Nicht wie bei dem letzten Abschnitt. Da ging das relativ ordentlich. Ach, lass mich in Friede, du Sausack. Aber muss wohl so sein. Nur auf ihn aber das mal. Sehr schön. Den Rollibomber können wir, glaube ich, das mal umgehen. So. Und zwar muss ich dazu wahrscheinlich einfach nur so runtergehen. Ja. Gut, der wird wieder Attackierer. Aber ist er wieder nur ein Hansel. Den kriegen wir mit einem Crit fertig. Sehr schön. Gut. Gut, 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 gut. Das ist immer eine richtige Spießroute-Lauf hier durch das Schloss. Was kommt jetzt? Verteufelei. Boah, also er hat echt den Unertriver, als er gemeint hat, dass hier... Er hat nicht Unertriver, als er gemeint hat, hier sein 100 Monster. Igitt, so eine neue Version von einem Goblin, die heißt einfach nur Groupie. Alter. Und die scheinen ordentlich was einzustecken, die Groupies. Okay, die Gesetzlose sind beide weg. Dann kümmere dich nochmal um den Groupie. Also offensichtlich hat Markus tatsächlich seine Groupies. Igitt. Und was das für welche sind. Da kann ich auch nur sagen, na. Und Ruf und Wetter. Sehr schön. Perfekt. Chrono und Maler werden beide noch aufgestuft. Das scheint jetzt wieder ein Spießroute-Lauf gegen diverse Monster zu werden. Und daher sollten wir uns nochmal heilen. Auf aller. So. Gut, der Spießroutenlauf geht weiter. Oh nee, 2 Jongleure und 2 Gesetzlose wieder. Dann gehen wir noch zuerst mal auf die Biester. Koordinierter Gegenangriff. Oh, das wird sogar noch unterstützt. Das ist eine Combo-Attacke.
Dann sollte man die so schnell wie möglich ausschalten, die Knabe. Damit keine Combo-Attacke mehr möglich sind. So. Und... Ja. Physische Verteidigung ist Ei. Dann kriegst du erstmal ein bisschen Wasser auf den Schädel. Und... Magieverteidigung ist eingeschaltet bei dem. Physische Verteidigung, dafür gibt es ein Gewitter. Und das war's mit ihm. Der scheint sich physisch zu verteidigen hier. Oder? Ich bin mir nicht sicher gerade. Ja, die physische Verteidigung ist drin. Gut, dann kriegt er erstmal so einen Blitz ab. Male ist bei weitem nicht die beste für so eine Attacke. Deswegen lassen wir ihn mal drauf. Und zum Schluss gibt es nochmal Gewitter und dann war's das mit dir. Mieser Schuft von einem Jongleur. Sehr gut. Gut, dann würde ich aber auch sagen, Chrono lernt Gewitter 2. Sehr geil. Das würde ich auch sagen. Aber zusätzlich würde ich auch sagen, da gehen wir jetzt morgen dann weiter und hier mache ich erstmal meinen Cut. Und wir sehen uns danach morgen wieder zu Let's Play, nicht Final Fantasy, oh Gott, fange ich schon Dode mit A. Wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger natürlich auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.